Folge 141 bereits hier zurück bei The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Und ein Ende ist, naja, in Sichtweite schon, aber es ist noch weit hin. Was aber nicht mehr weit hin ist, mein Brandschutz, den man gleich abläuft. Und deswegen würde ich sagen, Freunde, Untergrund hier im Feuertempel und so ist ja cool. Yunobo, du bleibst kurz hier, wa? Weil ich kehre zurück und ein bisschen besser vorbereiten. Das geht ja mal so nicht, wa? Oje, 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 so heißt er unten und alles drum und dran und so. Ich gehe mal zurück hier. Zur Oberfläche. Denn wie in der letzten Folge angekündigt, möchte ich gerne erstmal mich noch ein bisschen heilen. Da wäre nicht so verkehrt. Dann vor allem aber auch, dass wir uns mal die Anti-Feuerrüstung besorgen, die im Idealfall auch schon mal noch ein bisschen upgraden. Demzufolge war noch ein bisschen Kohle. Müsste ich aber noch ein bisschen haben. Ich weiß nicht, ob es reicht. Oh, du kommst mit, Yunobo, krass. Du kannst auch teleporten. Wusste gar nicht. Krasser Typ. Ups. Das erfahre ich mit dem Todesberg. Hä? Entschuldigung, ihr wollt eigentlich hier nach zu den Geoden. Mein Fehler. War da falsch rein. Naja. Genau, also die Rüstungen holen und dann dachte ich mir, bevor wir zum Feuertempel gehen, würde ich dann doch lieber erstmal die Lichtwurzeln, also vor allem gerade mal so beim Vulkan dagegen, erstmal alle abklappern, wenn ich ein bisschen mehr sehe, weil es für meinen Geschmack ein bisschen zu dunkel. Ist so ein bisschen atmosphärisch, ganz cool, aber dann ständig irgendwie erschrecken oder ständig was übersehen, so wenn das weniger cool. Ah, hey Kumpel, na kommst du mit? Da unten eine Heimat. Na, was guckst du? Ah, da bist du ja. Die Jugend von heute. Dein Chef. Junobau. Verändert? Er ist doch hier. Hä? Er steht vor dir. Junge. Wenn du schon so alt bist, dass du nichts mehr siehst, dann kauf dir den Brille oder so. Oh, klingt aber nicht gut, alter Schwede. Hör mal, Yunobo, du hier. Erzählt dann doch. Und diese scheußliche Maske habt ihr fast nicht erkannt. Ist gar nichts geändert. Ah, immerhin, sie reagieren darauf. Finde ich doch schön. Tja, Kumpel, wir haben noch ein bisschen was zu tun hier. Aber erst einmal würde ich sagen, gönn ich mir oder gönn ich mir nicht? Ah, dieser Bludo. Dieser Bludo, dieser Typi. Ich kaufe hier alles. Feuerfrüchte haben noch genug. Auch vor allem hier am Vulkan eher weniger. Kronengewürz kann nicht schaden tatsächlich. Das gibt es irgendwie nur hier. Rotzucker. Ja, geht noch ein bisschen mehr her, komm. Mehr gibt's nicht. Nehmen wir Steinsalz, okay. Ne, warte mal, den Rest machen wir nachher. Dann will ich noch kurz pennen gehen. Oh. Kochen wir nicht hier. Ja, so Löschding, ne, für den Brandschutz wäre zwar schon eine Option, aber jetzt haben wir schon alle gemacht. Also beziehungsweise alle aufgebraucht und jetzt noch mehr produzieren. Kann man natürlich schon machen, aber wozu? Wenn man eine coole Rüstung besorgen kann. So, einmal übernachten bitte mit einer saftigen Kronenmassage, wenn es geht. Was übernachtet man? Mit Massage. Bis morgens. Achtung, Bluthund. Was ist gerade links Stimme? Linker gesprochen. Na gut, er hat geschrien. Aber ist egal. Scheiß Deutsch. So, Bluthund. Ne, doch nicht, krass. 3 extra Herzen. Und extra Ausdauerleiste. Mach's gut. Ja. Na, sagen wir so, jetzt weißt du zumindest, wie viele Knochen ich im Körper habe. Weil alle wehtun. Naja. Also, dann gehen wir mal zum Rüstungsshop. Da reichen ja die ganze Kohle reicht ja nicht für alle.
Für nichts reicht das. Das Zeug ist immer so scheiße teuer. Gut. Warte mal, ich muss kurz zusammenrechnen. 1400, 1600. Ich am Arsch, 3300. Hm. So, dann, wenn ich noch ein paar andere Materialien habe, gucke ich da auch mal. Noch 46 Bernstein, aber dann belasse ich mal. Erstens gibt da kaum was ab und zweitens brauche ich noch für sein Upgrade. Wo sind die anderen Dinger? Da unten. Also jetzt nicht mehr so viel, aber immerhin. 8 Sternsplitter, nicht schlecht. Ich werde damit unten noch viel und teuer verkaufen. Mal zum Beispiel auch hier die ganzen Leuchtsamen. Das sind so fucking viele und ihr werdet nie alle gebrauchen. Gut, es geht 1200 können wir maximal, wa? Ich gebe mal 403 weg, hm? So. Das erste gar nicht mal so schlecht, ne? 5000 Rubine zu haben, das ist schon mal besser als gar nichts. Hm. Günstiger Preis. Der schimpft das einen günstigen Preis. Wer bist du? Ja, die ist hingegen günstig. Warum ist eine Rüstung, also eine Körperrüstung günstiger als die Hose? Oder günstiger als der Helm, verstehe ich auch nicht. So, dankeschön. Junobo, Kumpel, ich weiß, du willst ja hier bleiben, weil ist ja auch dein Zuhause und so und du hast ein gutes Recht, aber ich muss mal kurz weg hier. Müssen wir das Ding hier upgraden. Das heißt, wir müssen zu einer W. Oh, was steht denn hier eigentlich jetzt hier? Junobo, Chef der Junobau. Vom Einfluss der mysteriösen Maske befreit ist Junobo nun wieder genauso liebenswürdig und mitfühlend wie zuvor. Aber nicht mehr ganz so ängstlich wie damals, oder? Damals war er ein kleiner Schisser. Hat sich ja zum Glück geändert. Also was heißt zum Glück, ne? Jedem das seine. Aber natürlich in der Situation ein bisschen unpraktisch. Bis du wieder da bist. Ja, geh ruhig allein in den Feuertempel rein, ist gar kein Thema. Also nein, in den Todesberg, hast du schon mal gemacht. Du, ja, also kein Problem. Einen Seelenfehler normal machen, die befreien nachher schon wieder, keine Sorge. Junge, Junge, Junge. Dann nochmal kurz orientieren. Natürlich war einfach falsch, das war klar. Ach ja, das Gebiet von Eldin war. Da gibt es ja noch viel zu erforschen, und natürlich dann auch im Anschluss daran, was wir den Tempel und so gemacht haben. Aber eben, es gibt noch andere Gebiete, die wir zu tun haben. In der Wüste gibt es noch viel zu tun. Bei Orden noch ein bisschen was. Mein Zoga sind wir so weit durch, aber gibt es noch so die südliche Region und Taburasa und so. Taburasa, Anglische meine ich natürlich und südlich von Hateno. Ja, wir haben noch viel zu tun. Also ich glaube 240 Folgen werden wir schon irgendwie hinkriegen. Aber nochmal 100 Parts, ja schon viel, wa? Also sagen wir, auf 200 komme ich hin. Da bin ich mal ziemlich zuversichtlich. So, erst einmal gucken, ich will ja auch die Hose, die julianische Hose machen. Das Gewand muss nicht sein, das ist so, jetzt gucken wir mal. Bernstein, Bockenherz, Silber, Bocklinhorn. Okay, was war hier? Moblinhorn, was ganz anderes, wa?
OMG. Link muss Dinge gesehen haben, die unaussprechbar sind. Unvergesslich vor allem. So, jetzt haben wir im Prinzip den maximalen Schutz, wa? Wir haben die Hose auf 20, die Kapuze auf 20. Und natürlich noch, hier unser Recken war noch 32, also eigentlich ist das unser stärkstes Set. Was natürlich auch einen Kampf dann, Endkampf in Ganondorf und so tragen würden. Dann muss er die Dinge noch verstärken, jeweils um eine Stufe. Und dann kommt eine zweite Stufe dran, wenn es geht. Falls nicht, muss ich vielleicht wieder mal on-screen ein bisschen glitschen. Löschechse Moblinhauer. Ich meine, Löschechsen können wir eigentlich relativ easy farmen, wenn wir ehrlich sind. Also Problem ist, Tiere zu glitschen, das mit dem Duplizierungsglitchen ein bisschen schwierig. Weil die laufen ja wieder weg. Bye. Warte mal, bin ich doof. Mal ganz kurz gucken. Achso, die Hüllerrüstung. Ja, gut, in der Beinschutz. Schon krass, was für ein Helm. Ach nee, aber schon am verstärkt, deswegen okay. Bei den Ohren gibt es noch ein bisschen was zu tun, obwohl einfach mal Stufe 2 ja nicht so schlecht wäre, wa? Blutkrautfarm hingegen, das kann ich relativ gut. Ja, mir geht es vor allem darum, dass die ganzen Sets hier, dass ich mal Stufe 2 kriege, wenn ich halt einen Set-Bonus kriege. Stufe 3 und 4 muss eigentlich nicht sein. Das ist ein nices Have natürlich, aber... So, Löschechsen, hier war noch ein Löschflügler. Gar keine mehr. Da hatte ich noch nie welche. Blaue Moblinhauer, gut, die können jetzt heute duplizieren, das ist nicht das Problem. Löschechsen, ne? Okay. Ja. 4 habe ich noch, also war auch hierfür noch 1, nochmal 5, also 6 Stück waren insgesamt, ne? Kriegen wir aber eigentlich hin. Das Zuraset haben wir schon auf Stufe 2 insgesamt, das passt also. Vor allem noch das süßen Set. Zumindest ein Teil davon. Also man sieht schon, ne, die meisten Sets auf Stufe 2 zu kriegen ist jetzt nicht so schwierig. Hier Schleichwürmchen. Oh Gott, ja, muss man anschleichen. Ne? Ja, Schleichwürmchen anschleichen, super. Kann man der Leuchtmaske noch gucken, wa? Wie es denn da aussieht? Alter. Trotzdem nur 62, da war auch ein bisschen verschwenderisch leider. Wesentlich mehr Lordstein, ja, aber auch Moblinherzen. Nein, da brauchen noch mehr davon, wa? Das Kröten immer, der Klammerechsen sind ja wieder weg. Das hätte er doch gemacht hier. Düsterwürmchen. Ah ja, die im Untergrund. Wir müssen wir irgendwie auch anschleichen oder so, glaube ich. Noch viele Gewänder oder Sets, die ich anpassen muss tatsächlich. Aber gut, sei es drum. Die Fragen, ne? So Brandschutz 2, aber denk mal, der maximale Schutz davon werden halt, dass ich überhaupt kein Feuer mehr fange. Was eigentlich auch ganz cool wäre, wenn wir ehrlich sind. So, jetzt habe ich hier mehr den Konstruktbogen, dem ist mehr Power. Kann ich eigentlich belassen oder will ich da was anderes, eine andere Waffe switchen?
schildmäßig, Sonanium, das kann auch mal weg. Wir machen was anderes, mit dem Hylia-Schild. Wasserschwert. So, passt schon. So. Und dann gehen wir zurück in den letzte Position im Untergrund. Also, okay. Erzbrocken in Eldin. Eldin ist bekannt für seinen diversen Erzbrocken. Oder Vorkommen. Ja, ich glaube, da können wir auch sehr gut farmen. Stellen wir uns mal so vor. Oh. Ist auch schon da, Kumpel. Link. Ja, müssen wir schon, aber ich habe noch anderes zu tun hier. Mal gucken, doch generell ist der Weg noch richtig. War ja, da vorne ist eh schon. So, der Mannschuss läuft aus, aber kein Problem, ich habe die Rüstung an. So, Leute, jetzt hier vorne. Jetzt wird's ganz lustig. Wir gucken mal. Perfekt, oder? Ja dann, tschüss, Junobo. Das klappt das. Wie geil ist das denn bitte? Das klappt auch so. Okay, das ist natürlich jetzt übel. Also waren wir die Gegner. So, noch ein paar einsammeln. Dann haben wir noch was. Alter, haben wir hier viele Bauteile. So, now. Vor allem wieder verschiedene. Schon du da schönes Kumpel? Soldaten Zweihänder. Ja, aber der ist mir eigentlich zu schwach, tatsächlich. Warte mal, brauche ich jetzt irgendwie. Was falsch mache? Ich gehe mal kurz darüber. Das sind sie relativ niedrig im Vergleich zu den anderen Lichtwurzeln hier unten. Dass nur da mitkommt, hätte er nie erwartet. Never ever. Na Leute, alles klar? Auf dem Rückweg dann. Die Musik ist mir ehrlich gesagt ein bisschen zu laut. Oh, da war so ein Feuertalus. Ah, schon wesentlich besser. Fehler, wieso Fehler? Sagen wir die Karte auf den Fehler an. Ein Schrein, ein toller Schrein. Das ist alles, was es braucht auf der Welt. Jetzt komm ich! Auf geht's! Ja, glaube nicht so, wa? Warte mal schon.
Ja, ich meine, ich mache jetzt nicht so viel Damage, aber finde es trotzdem cool irgendwie. So, da oben ist eine Lichtwurzel, gehen wir mal ganz kurz hin. Da ist noch eine. Oder hat sie viele? Oh, scheiß Hitze. Über so viel Hitze machst du lieber keine Witze. Fast geschafft. Ups, Entschuldigung, Junobo. Nein, das ist mir so gefährlich. Ich war kurz. Ja, dir macht das Jasmin nichts aus, wa? Naja. Ist auch ein krasser Dude, ne? Die sind ja Geonen, die sind natürlich da ein bisschen härter drauf. Auf geht's! Du. Mhm. Oh, bin ich schon hier? Ja, stimmt, hier waren wir schon, hä? Ich habe nicht weitergemacht aus irgendeinem Grund, ich weiß nicht mehr aus welchem. Quelle der Kraft, okay, dann kann ja gar nicht sein. Hä, wo? Da! Da hinten müsste einer sein, wa? Das einen, den wir schon haben oder noch nicht? Nee, wa? Ja, warte mal, wir gehen erstmal kurz einen Leumel besuchen oder ihm mal guten Tag sagen. Und los! Ja, da vorne ist er. Da geht's ganze Prinzessin Zelda. Geh mal wieder zurück, wa? Fliege ich jetzt weiter oder was? Wow, okay. Also wenn ich mehr hier in dem, auch nicht mehr im heißen Gebiet ist, dann haut er ab oder was? Solange ich hier im heißen Gebiet drin bin, ist alles cool. Ja, dann mache ich alles Todesbergs, ne? Ja gut, ich habe eh gesagt, ich will nur die Lichtwurzeln vom Todesberg erkunden. Vorerst mal. Den Rest machen wir dann später. Logischerweise, weil ich muss eh einen ganz Untergrund machen. Also müssen nicht, aber... Hey Link! Ja, dann kommen wir wieder dazu. Ja, ist gut. So. Langsam wird's was. Der Schrein fehlt auch noch. Sehr gut, sehr gut. Ja, Inoru, wir haben noch viel zu tun hier unten. Und los! Was ist denn da oben, ey? Junge. Dann sehe ich schon die nächste Wurzel. Ach ja, unsere Batterieleiste. Das ist schon schön, ne? Dass wir die stetig so upgradet haben. Noch weiter upgraden können, ne? Ist noch lange nicht vorbei. Was sind eigentlich, wenn man genau nimmt, 5, 6, 7. Es sind eigentlich nur 8 Batterien insgesamt.
Sturzflug! Das ist ein Feuertalus. Du, 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 du. Das haben wir schön angedockt an. Könnte sogar ein Ding sein, wa? An Dekowald hier damals. Tatsächlich krass. Okay, aber den haben wir. So. Theoretisch, haben wir schon vorhin schon gesehen, wir natürlich die Wurzel noch. Ja? Das waren wir, glaube ich, schon auf dem Weg vorhin. Mehr oder weniger zumindest. Jetzt komm ich! Müsste theoretisch hier da vorne sein. Wenn man relativ weit weg ist, der Mähler sind. Da muss man noch einen Zwischenstopp einlegen. Magmarok. Ja, schmeißt du mal. Die Lichtwurzel hätte mir eigentlich sparen können. Nicht Lichtwurzel, sondern den Leuchtsamen großen hätte man eigentlich sparen können. Dann sind wir ehrlich. Ich sehe sowieso relativ gut hier. Hä? Ich hab doch noch gar nicht, oder? Ah doch. Scheiße, Mann, falsche Richtung. Ist da vorne, wa? Ne, die wäre es auch nicht. Okay, genug, wir müssen runter. Da haben wir einen Fehler gemacht. Hier in den Lavastrom rein. Pff, sofort tot. Ja klar, fliege auf direkt zum Monsterlager hin, ist auch nicht schlecht. Du, schöner Lavasee. Kann ich aber irgendwie die ganzen Miasma-Ausmaße hier unten, die irgendwie auch wieder loswerden. Oder die einfach so bleiben, bis das Spiel halt vorbei ist, aber nach dem Spiel noch irgendwie gucken, wo was irgendwie abgeht, können wir eh nicht. Also insofern. Gibt keine Afterstory oder so. Oder ein Postgame quasi. Das ist ein kleines Lager, war? Okay. Sehe ich da eine Lichtwurzel? Ist gerade schwer zu beurteilen, aber können von der Richtung her ungefähr stimmen, tatsächlich. Ja, das Vieh ist aber keine Lichtwurzel. Da haben wir noch eine. Der war natürlich schon. Ja, wir müssen halt auf die andere Richtung, ne? Die andere Seite quasi. Da hat es noch einige. Ihr könnt natürlich jetzt auch schon hier mit Junobo und dem Hoverbike schon irgendwo hinfliegen. Schon das Ziel fliegen quasi im Feuertempel. Aber nee, da bin ich dann doch so weit. Oh, da oben ist was. Würde ich sagen, nee, da gehen wir zu Fuß hin. Aber es ist echt krass, dass die Junobo da einfach darauf reagiert und ich ihn da quasi andocken kann. Eine Junobo-Kanone. Jetzt komm ich! Stellt es für mich aber auch automatisch die Frage, ob wir dann, wenn wir einen Feuertempel gemacht haben und so weiter und so fort und Junobo sich uns logischerweise als Weise des Feuers anschließen wird, gehe ich jetzt mal davon aus, ob wir dann
Okay, da kann ich nicht hin, ne? Wo man auch seine Weißengestalt quasi dann nutzen kann. Hierfür. Cool wäre es irgendwie. Mhm. Da wäre ein kleines Licht an der Mitte, aber so uns dann später. Sonst sieht es hier oben langsam sehr, sehr gut aus. Link, was machst du da? Aber ganz normal weiter. Und nicht vergessen, gucken, schreien, nicht da, markieren, fertig. So. Hier muss noch einer sein, ganz klar, die sind irgendwie vorbeigeflogen, aber ich glaube, da kommen wir sowieso hin. Wenn sonst noch irgendwas speziell, kann natürlich auch sein. Hier habe ich mal einen Schrein von oben gesehen, da war ich aber noch nicht. Das heißt, ich kann da jetzt auch noch hinfliegen. Oh, könnte gerade der so sein, wa? Das ist jetzt der nicht gerade irgendwie... Ne, ist ein anderer. Okay. Jetzt komme ich! Nein, mein Freund, jetzt kommen wir. Rettungstruppe, auf sie! Hä? Das ist ein roter Dinger. Moment. Nein, nein, nein. Nein. Du hier. Ja, eben. Oh. Welch seltener Anblick. Oh, das sind gegen weniger. Eine Energiesphäre hier unten, ernsthaft. Junobu, Flieg und Sieg! Ja, oder auch nicht. Jetzt komme ich! Mhm. Sind wir auch schon hier oben am Ende der Map angelangt, wa? Sehr schön. Da lacht das Herz. Huch. Na komm. So, doch, stimmt. Es ist noch das Gebiet vom Todesberg und irgendwo da in der Richtung muss noch einer sein. Okay, so abspringen wir eigentlich weniger. Aber ist ja auch egal. Na komm. So. Aber grundsätzlich wäre es denn hier unten, wa? Natürlich eben können wir noch in die Richtung fliegen und da noch irgendwie erhellen, aber Saverloch hat damit den Schrein in der Umgebung nicht mehr so viel zu tun, ne? Bis auf den hier unten, was mit dem los ist, keine Ahnung. Auf geht's! Wir sind schneller, immer heller. Das könnte der dort sein, wa? Das ist ja zu weit weg.
anderen auch hier schön, die da oben hingegen weniger. So. Hallo Kumpel. Erstmal Stahlhinox. Aber ist auch schon mal schön, dass jetzt alles ein bisschen heller ist, wa? Können wir uns in der nächsten Folge dann wieder gemütlich da von der Startwurzel her aus hier hinbegeben und mal gucken, was wir unterwegs noch so finden, auf dem normalen Landweg quasi. Irgendwas getriggert wird oder so, oder ob es wirklich nur direkt zum Feuertempel geht und dann, ich glaube, bevor wir den Feuertempel machen, dann doch lieber noch meine Rüstung komplett upgraden. Tatsächlich. Und noch einen Set-Bonus bekommen. Junge, Junge, warum ist die Wurzel hier so weit oben? Hier buddelt sie auch vor allem so schön. Hat sich voll gelohnt. In dem kleinen Fleckchen, aber ja gut. Da sind die Wurzeln manchmal ein bisschen seltsam, war platziert. So. Den Rest im Untergrund und KKG, ich glaube, da muss ich jetzt nicht noch hier mit dem Hoverbike und mit Yunobo so auskundschaften. Machen wir dann ganz oldschool nächste Folge im Untergrund. Zu Fuß mit dem Feuertempel, ich glaube, das schon da hinten ist oder so. Schon mal sehr gespannt drauf, wie das sein wird. Und eben, ne, da muss natürlich noch ein paar Feuerechsen, Löschechsen heißt er ja, noch ein paar Farmen gehen, weil sonst wird es schwierig, meine Rüstung abzugraden. Und die Dinger duplizieren, ja, lebende Tiere duplizieren ist eher ein bisschen heikel, tatsächlich. So, perfekt, wir sind zurück, alles ein bisschen heller, aber nicht allzu greller. Da denken wir mal später noch, da ist klar, und dann haben wir hier noch, da oben noch ein bisschen was und vielleicht hier noch. Aber es fühlt sich langsam. Wir haben hier schon die Rand der Map erreicht, ein bisschen das hier machen, das mache ich sowieso erst viel später. Geht es erstmal noch um das Ding hier, die Löcher zu stopfen und dann gehen wir hier rüber, da wir auch in Kogen noch hier rüber müssen, zu den Ornis. Vorher vielleicht nochmal in die Judo-Wüste zum gucken, was da noch so abgeht. Und ja, geht komplett, da kann man so sagen. Der wunderschöne Untergrund. So, nächste Folge erstmal gehen wir zum wunderschönen Feuertempel und gucken mal, was uns dort so erwarten wird, wa? Bis dahin, bye bye.